Schnauze jetzt! Wir müssen hier Gebühren verbröteln. Heute geht es um 70 Kilo Cannabis, warum Schweizer Uhren eine Staatskrise in Peru auslösen und die grosse Frage, geht SRF News endgültig vor die Hunde? Herzlich willkommen zurück zu Studio 404. Heute mit mir, ich bin der Matteo. An meiner Seite der Joso, oder wie sie Geberlehrerin genannt hat, Jotzo. Produziert wird das Ganze von denen Heißluftpropeller da. Ich habe vergessen, ein Intro für sie zu schreiben. Wir müssen Flachzangen, feige Leute. Wunderschön. In den Kommentaren das Geburtstagskind, der Neil. Woo! In Frankreich hat es eine Razzia bei der Bürgermeisterin von der Kleinstadt Avallon gegeben. Gefunden hat die Polizei 70 Kilo Cannabis, 1 Kilo Koks und 20 Goldbarren. Die Frau ist somit gleichzeitig die reichste, wachste und hungrigste Person in ganz Avallon. Stell dir mal vor die Gemeinsversammlung. 3 Stunden Sitzung und dann 3 Tage Apero und was für ein. Avallon, spricht das überhaupt richtig aus? Jenna, du bist aus dem Wallis. Ist das Avallon gesagt, aber... Es gibt einen Club in Luzern, der so heisst. Avallon hat übrigens nur 6'000 Einwohner. Das wären etwa 10 Gramm Hasch pro Kopf, inklusive Kinder. Also quasi seit letzter Woche, Montagmorgens, 9:30 in Deutschland. 70 Kilo Cannabis, 1 Kilo Koks und 20 Goldbarren. Wie oft hat die Frau Scarface geschaut? Das ist genau so eine, die sagt, hey Kinder, hört keine Rapmusik, das macht kriminell, aber selber lebt sie in einem fucking Capital Bra Video. 20 Goldbarren ist auch absolut wild. Ich habe keinen Plan, wo man 1 Goldbarren herkriegt, geschweige denn, wo man einen los wird. Also ich stelle mir zwar immer welche vor, wenn ich bei Win for Life spiele, dann nichts gewinne und mich dann in den Schlaf fühle. Was würde man eigentlich bei Schweizer Politikern so finden? Und bei der Jacqueline Badran würde man da originale Marlboro-Mann und Kämmelkamel finden, Alter. Der war schon immer da. Der hat Nacht angekettet, bis ich im Keller geben wir noch eine Ziege. Peru. Die peruanische Präsidentin steht wegen Schweizer Uhren in der Kritik. Sie hat scheinbar nicht nur eine, nicht 2, nicht 3, sondern 4 Rolex-Uhren. Das ist die Mehrzahl von Rolex. Rolex. Ich kann mir nicht mal eine leisten. Das ist wie so, Du brauchst das Wort eh nie. das einzige Mal, wo ich multiple Rolexes, wie auch immer das heisst, gesehen habe, ist irgendwo in Sardinien am Strand, dass ein Typ mit so einem Mantel vorbeikommt. So, do you like watches? Also, armes Land in Südamerika. Die Präsidentin hat teure Uhren. Schmuck und Geld, wo man nicht weiss, wo es herkommt. Ich möchte das Wort Korruption nicht in den Raum stellen, aber so ist es trotzdem. Laut der Präsidentin hat sie die Uhren von Freunden ausgelehnt. Was sind das für Freunde? Und wie kann ich mit denen in Kontakt treten? So einfach, keine Ahnung, auf so einer platonischen Basis mal so einfach zum herausfinden. Es gibt doch nur einen Grund, wieso man in so einem Land Präsidentin wird. Okay, man kriegt einen Haufen Cash, einen geilen Alpaka-Sweater und im Gegenzug dafür keine Morddrohungen mehr. Also so etwas würde in der Schweiz nie laufen. Wir unterbrechen das Video kurz und kommen zum heutigen Sponsor. Wir sind eine lokale Farm aus Peru. Wir verkaufen der gute Laune in die Pulverform und der grüne Zufriedenheit. Juan, mata este hijo de puta! Vielen Dank. Nein, sympathische Schreiben. Kann man nichts sagen. So, Zeit für den Recap. Salut, hey, ciao Hello, motherfucker! und willkommen zum Recap. In Amerika blackfaced sich die Sonne. Das bedeutet, alle Hütverkäufe gehen durch die Decke und der Trump ist in den nächsten paar Tagen wieder blind. Sandra Bonner wird für Insta-Scams als tot erklärt. Mit diesem Namen hat er auf anderen Plattformen einige Klicks mehr erzielt. Die Nacht lohnt sich, mal ein bisschen an den Himmel zu schauen. Der Typ aus Thun ist von Sea-Rave hops genommen worden, wegen ein paar Handy-Apps. Dude, warum schaust du Fernsehen auf deinem Handy? Warum schaust du überhaupt Fernsehen? Wie alt bist du? 92 oder was? Laut einer Studie glaubt Gen Z alles auf TikTok. Darum, Wichsen macht blind, der Mond ist fake und wer Studio 404 nicht folgt, bekommt Haarausfall. Am Tessiner Zoo wird vorgeworfen, nicht gut auf seine Tiere zu schauen. Die Löwen leben auf 80 Quadratmeter und werden mit Popcorn gefüttert. Und das ist gratis, Alter. In Zürich wird das 12'000 Steine im Monat kosten, die sollen mal nicht rumrennen. Und in Lausanne demonstrieren Züchter mit 11 toten Schafen und verlangen Wolfabschüsse. Bro, seit wann gibt es Wölfe in Lausanne? Können wir die Wölfe nicht ins Wallis schicken und Lausanne auf Frankreich? World Population Review ist eine Statistik, die zeigt, wie viele Geschlechtspartner jemand in einem Land hat. Also sprich, mit wie vielen Personen haben die Leute durchschnittlich gefickt, der Lachs reingehängt, geht. Auf Platz 1 ist... Na, was denkst du? Also wirklich du jetzt, du? Platz 1? Nein, ist nicht. Gott, das auch nicht, du bist so rassistisch. Platz 1 belegt Türkei. Türkei, gebe ich zu, hätte ich auch nicht gedacht, aber auf Auszählungen und Statistiken kann man sich ja bekanntlich in der Türkei immer verlassen. Freude im Land ist riesig. Türkei! Champion! Türkei! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Türkei! 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 Ja!
Die Schweiz hat es übrigens ganz knapp in die Top 10 geschafft. 11,1 Geschlechtspartner im Schnitt. Ich glaube, 11,1 bedeutet, das sind 11 Sexualpartner und einmal ist man lang auf die Hand gehockt. Mehr Gugus gibt's jetzt. Wow! Jesus Christ! Ich habe gerade gedacht, ich stirb. Oh, ich bin immerhin froh, dass ich nicht gegixt habe. Ich habe immerhin wow gemacht. Ich kann nicht. Ah! Das können wir im Post fixen. Nein, nein. Mehr Gugus gibt's jetzt. Gugus News. Schönbühl, Bern. Gruselalarm im Thermalbad. Ein 53-jähriger Mann ist verklagt worden, weil er im Sprudelbad vom Spa sich selber eingesprudelt hat. Verwünscht ist er worden von aufmerksamen Spa-Besuchern. Seine Ausrede, er hat 2 Leute rummachen gesehen und hat sich nicht mehr zurückheben. Strafe ist Hausverbot und 600 Franken Buß. Ja, Pech gehabt. Im Alpamare hat es ein cooles TikTok-Video gegeben und eine PlayStation 5. Ich bin einfach PlayStation 5. Aargau. Ein mysteriöser Flüger kreist in der Nacht auf Sonntag über dem Rüebli-Kanton. Aufmerksame Einwohner, die am Eis in der Nacht nichts Besseres tun als in die Luft schauen, ist aufgefallen, dass ein Flüger verdächtig oft hin und her geflogen ist. Es gibt eine Warnung, es handelt sich angeblich um Vermessungsflüge. Vermessungsflüge. Mein Cousin fährt am Wochenende auch am Badenbahnhof hin und her, weil er den Bahnhof vermessen will. Nicht, weil er zeigen will, für was 70% von seinem Lohn drauf geht. Spanien. Europa. Endlich Feierabend. Denkt sich ein spanischer Lokführer und steigt aus dem Zug aus. Dumm nur, dass noch 150 andere Leute im Zug hocken und jetzt nicht wissen, wie sie heimkommen. Der spanische Lokführer hat nicht mehr weiterfahren, weil er seine gesetzliche Arbeitszeit erreicht hat. Auf die Frage, was jetzt denn die armen Passagiere machen, die nicht weiterkommen, hat er gesagt, Zitat, «Sounds like a you problemo, amigo». Ai. Dumme Situation, aber ich verstehe es. Gesetz ist Gesetz und das ist am Ende von... Wobei, jetzt fällt mir gerade auf. Hey, ciao zusammen, schöne Feierabend. Danke, Joso, I guess. Gugus News. Wahnsinnige Szenen haben sich letzte Woche bei 10 vor 10 abgespielt. Nein, es ist nicht der Teleprompter kaputt, der Ton weg oder... Funktioniert nicht. Kollegin Vasiliki Guzio Mitros hat nicht nur einen mega komplizierten Namen, sondern auch einen speziellen Schuhgeschmack. Mit ihren Sneakers hat sie die Sonntagszeitung und so einige ZuschauerInnen verärgert. Kommentar. Selbstredend sollen Nachrichtenfrauen keine Stöckelschuhe tragen müssen. Aber als ein modisches Statement haben Sneakers definitiv ausgedient. Meins ist der Look jetzt auch nicht gerade. Es ist ein Mix aus Jagdsaison, U21 Fußballtrainerin und Ausverkauf beim Dosenbach. Ich finde, man darf aber eine Sendung beim SRF nur mit hochseriösem Schuhwerk moderieren. Ja? Die Frage ist es ein einmaliger Ausrutscher gewesen, oder hat das SRF sein Prestige tatsächlich verloren? Unsere Inhouse-Reporterin Jenna geht auf die Suche nach Antworten. Hallo und herzlich willkommen zum grossen Turnschuh-Report. Was treibt man eigentlich im Newsroom hier so für Schuhe? Das finden wir jetzt raus. Skandalöse Szene hier im Newsroom. Rund 2/3 der Frauen tragen Turnschuhe. Mein Zug ist nicht gefahren. Der Chauffeur ist auf ausgestiegen und hat gesagt, er hat Feierabend. Well, how's the turns of tabled? Huh? Neil, wer hasst uns denn diese Woche im Internet? Das ist der Petrol6263. Er schreibt, wegen so etwas wie dir gehört die SRG schon längstens halbiert. Wartet nur, bis die Abstimmung kommt, nachher geht's auf Jobsuche. Schick ihm gerne schon mein CV. Ich bin ein guter Allrounder. CC als Raff. CC ans Raff. Zürcher Forscher haben im Tessin Fossilien von einer bisher unbekannten Tintenfischart entdeckt und sie Küchenkästchen getauft. Können wir das Wort endlich begraben? Jeder Promi, der jemals in die Schweiz gekommen ist, wird gezwungen, das zu sagen. Küchenkästchen. Küchenkästchen. Alle Experts müssen es 3-mal am Tag sagen, um es integriert gilt. Das ist der Volkssport für Schweizer Ü40 irgendwo in den Ferien, um dem Servicepersonal reindrücken. Kann ich sagen, Küchenkästchen, hä? Kann ich sagen, yes, funny word, yes, komm jetzt. Please, Mister, please order drink. Sag es, sonst gibt es jetzt kein Trinkgeld, du dumme Sieg. Schau mal, Magi, der kann es nicht. Schau mal, Schuschi. My family is hungry, please. Dabei gibt es noch so viele andere schweizerdeutsche Wörter, wo man Ausländer damit foltern könnte. Noch ein paar Beispiele.
Uhrensmorgen, Kranzschwinger, Hundsverlocherte, Schneiderfressung oder Ausschaffungsinitiative. Kommen wir noch zum Verlierspiel. Letzte Woche haben wir von euch wissen, wie macht man neue Freunde, ohne mit Fremden zu reden. Verloren hat der @dark Krille oder sie oder dem. Mit der Antwort einfach immer in Van einsteigen, wenn ein Fremder fragt. Diese Woche verlosen wir etwas ganz Besonderes, weil letzte Woche ist das hier passiert. Rest in Peace, Sonja. Und du hast jetzt die Chance, ein Stück Sonja zu gewinnen. Rebi, bitte. Wir kommen zum Verlierspiel und damit geht schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar, von wem hat der erste Lehrer gelernt? Unter allen falschen Antworten verlosen wir die Überreste von der Sonja. Schreib deine Antwort in die Kommentare und wer weiß, vielleicht bist auch du schon bald Verliererin oder Verlierer von der Woche und Besitzerin oder Besitzer von dieser Eierschale. Rest in Peace, Sonja. Viel Pech. Goodbye, stay woke, stay black, love you. Ich kann mit meinen Schuhen Stepp tanzen.